Leute, es geht wieder weiter. Nach dieser kurzen, aber knackigen Weihnachtspause. Oh, stimmt, wir starten ja als Held direkt wieder rein. Genau. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr vermisst. Ich möchte jetzt ganz offiziell alle neuen Zuschauer begrüßen. Das ist natürlich nice. Wir starten direkt rein mit einem großen Erntetag. Und ich finde es wirklich richtig, richtig nice. Ich habe das jetzt schon echt lange nicht mehr sagen dürfen. Keiner, was so sie. Aber wir müssen jetzt wieder überall nur die besten Pflanzen einreichen, um beim Jahrmarkt fett abzustauben. So. Und damit hätten wir das auch schon wieder, oder? Gar nichts übersenken. Nö, passt, okay. So. Die Geldscheffelei startet wieder, als wären wir quasi nie weg gewesen. Und komischerweise, ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Und ich merke direkt, dass ich meine goldene Regel eigentlich brich. Und wisst ihr noch, was ist mit goldene Regel? Richtig. Vor der Feldpflege die Tiere füttern. Da muss ich noch mal ganz kurz intervenieren. So, gang direkt rüber. Okay. Ich glaube, das war ja so, dass ich alle Tiere einfach nur füttere, ohne sie irgendwie großartig weiter zu behandeln. Sprich, nicht melken oder scheren, whatever. Bis auf Ziege und Schaf. Weil das sind nicht wirklich die besten Züchtungen, die ich hier im Stall stehen habe. Genau, so. Nur mir gleich mal als kleiner Reminder. Einfach, dass wir wissen, wo wir da gerade stängern. 5 von 7, ja. Aber 7 von 7, da die natürlich schon gerne anpeilen. Einfach weil dann das blaue Band so gut wie sicher ist. Und das brauchen wir ja noch. Zumindest eben bei Ziege und Schaf. Okay. 4 von 7, ah. Ja, schau. Da bedarf es wohl noch einer längeren Pflege. Ich muss mal schauen, was jetzt in der heutigen Folge so das große Thema sein wird. Oh, ich habe jetzt aus Versehen die Kuh gemolken. Lol. Was halt mal so aus Versehen passiert. War eigentlich völlig unnötig gewesen. Was gibt's denn noch so zum Zwang? Ich wollte ja mal noch diese ganzen Trophäen, sagen wir mal so, platzieren. Und ich glaube, ich habe hier deswegen auch schon ein bisschen Platz gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das absichtlich gemacht habe. Oder ob das schon so war. Aber muss ich fast absichtlich gemacht haben. Okay. Wir waren bei der Feldpflege. Beziehungsweise am fetten Erntetag. Okay. Jetzt haben wir das Cash mal wieder erinnern, oder? Wir sind eh schon wirklich dick dabei mit unseren 217.000 $. Aber das soll uns ja natürlich nicht daran hindern, irgendwann vermutlich die 7-stellig zu werden. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir haben die dickste 3 vorne. Okay, vielleicht nicht die dickste, aber wirklich sehr, sehr dicke 3 vorne. Und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe völlig vergessen, einfach mal ein kurz neues Jahr zu wünschen. Verdammte Scheiße. Es ist schon wieder soweit. Ein neues Jahr steht bevor. Und hier muss ich ja gleich mal ganz klipp und klar sagen, es ist bei mir stressig wie nie. Oh Mann, ich habe so wenig Zeit. Aber dennoch versuche ich mit aller Macht irgendwie das hier nur durchzuprügeln, dass ich hier meine Videos machen kann. Eben weil es mir so Spaß macht. Aber ich habe so wenig Zeit dafür. Das ist echt nicht feierlich, Mann. Aber egal. Es kann eigentlich herzlich egal sein. Aber es braucht jetzt erstmal Zeit, bis sich das wieder als Ape handelt.
sowohl berufliche als auch private Gründe. Es geht momentan drunter und drüber. Aber ich finde es ja eigentlich schön. Und nur zur... Ich müsste ja eigentlich keine Videos machen. Aber wie gesagt, es macht mir halt Spaß. Oh, hey. Nach unten fahren musst du. Junge. Junge, das ist wie in New Super Mario Bros. Wii mit der Stampfattacke. Der macht die nicht. Der geht immer nach rechts. Oh. Du musst so aufpassen im Spiel, dass du nicht aus Versehen irgendwelche Bugs auslöst. Wow! Ganz dringend abspeichern jetzt schnell. Alter, das war jetzt schon wieder so ein Downer für mich gewesen. Wenn ich eh schon sage, ich habe wenig Zeit. So. Darf ich jetzt so durchfahren, bitte? Nein. Warum nicht? Gibt's dafür irgendeinen Grund? Nein. Hä? Möchtest du mich verarschen? Ich kann hier nicht durch. Wir haben hier irgendeinen Bug ausgelöst. Ist dahinter was? Das schaut so aus, als war da jetzt was. Ach, Kacke, Mann. Ich komme nicht mehr in meine Garage. Ich habe immer gewusst, ich muss eine zweite Garage irgendwo platzieren. Aber ich habe es nicht gemacht. Scheiße. Spiel beenden. Okay. Ich versuch's mit Spiel beenden. Soviel zum Thema. Was wird das große Thema in dieser Folge? Ja. Das große Thema wird, wie man Bugs wieder fixt. Perfekt! Yes! Ha! Okay. Merke, du kannst ganz easy Spiel neu starten und dann bist du nimmer im Bullock. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache ist, weil sonst hätten wir jetzt schon wieder ein Problem gehabt. Dann hätten wir noch einen Plan B gehabt. Und Plan B wäre folgendes gewesen. Wir hätten einfach gewartet, bis es so spät ist, dass man von einer Lore schlaffer geht. Das passiert nämlich auch in dem Spiel. Und wenn es dann schon so spät war, steht man umso später auf. Also du hast halt nur weniger Zeit am nächsten Tag, was halt auch sich halt eben darauf auswirken kann, was du alles schaffst. Und wenn du eben viel vorhast, viel machen musst, dann schaffst du es irgendwann nicht mehr. Deswegen empfiehlt es sich auch immer, frühzeitig ins Bett zu gehen, damit man immer pünktlich um 6 Uhr aufstehen kann und produktiv in den Tag starten kann. Ja, alle Morgenmuffel werden sich wahrscheinlich jetzt gerade im Bett wieder umdrehen und sagen, hat er Maul? Aber ich muss sagen, ich bin produktiver in der Früh. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe. Aber Fun Fact, das Video wird jetzt nicht in der Früh aufgenommen. Ne, es ist jetzt 19:22 Uhr. So. Feldpflege fertig. Und dann können wir schlafen gehen und dann direkt nochmal speichern, damit das alles wirklich nochmal doppelt safe ist. Und nicht wieder irgendein komischer Bug auftaucht. So. Boah. Das ist natürlich auch heftig. Nur 2 Schädlingsfälle. Abgehakt. Und weiter geht's zu den Tierchen. Ach ja, Leute. Ich sag's euch, es ist einfach wieder schön. Farmlife. Ich habe mir ja schon im Timoli Adventskalender Türchen 14 das Live-Türchen, die schwerste Map, ein bisschen, naja, sagen wir mal, ausführlicher gefreut darauf, endlich wieder Farmlife spielen zu dürfen, weil da muss ich mich nicht aufregen. So, ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar ausbauen. Kennen wir tatsächlich. Wir kennen durch unseren hohen Rang jetzt
unser Bauernhaus ausbauen. Das können wir uns gleich mal anschauen. So schaut das schnieke Ding aus. Kein Zaun mehr außenrum, mehr Beete. Und hier ein kleines Vordach. Wir können sogar nur mehr ausbauen. Hier. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt gerade erst. Das eine hat 50.000 kostet. Und das kostet jetzt 100.000. Ich mache das jetzt noch nicht. Aus dem Grund, weil wir erstmal das ein bisschen länger begutachten wollen, natürlich. Sonst können wir ja nichts mehr ausbauen, gell? Das war ja so ein Ding. Obwohl, kann ich die ausbauen? Heuschober? Nein. Getreidesilo auch nicht. Und Garage auch nicht. Okay. Dann ist das letzte normalerweise. Okay. Haben wir jetzt auch mal gemacht. Dann können wir uns das Ganze mal genau anschauen. Oder wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dann mache ich es jetzt wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich darf das einfach gerne irgendwie so ein bisschen verteilen. Hier in dem Bereich halt auch. Ich schaue mal nochmal genau, was da jetzt nochmal gibt. Okay, wir haben die Heartland-Statue. Die geht natürlich weiter rechts rüber. Zu die Tiere. Ich mach's ein bisschen willkürlich jetzt einfach, okay? So, mal hier. Ich habe immer gemeint, das ist ein Schaf. Da weiß es ein Pferd. Das ist mega short eigentlich. Gut. Windmühle. Vielleicht eher zu die Felder rüber. Da so. Ein Brunnen. Sollte man dann den dann schon weiter oben haben. Boah, schaut protzig aus da oben. Ja. Da könnte der fette Brunnen hier. Crown. Kannten wir die irgendwie da oder so hier? Das da jetzt natürlich nicht, aber vielleicht hier. So im Eingang oder so. Hätte ich irgendwie schon gern machen. Wenn es nicht stört. Dahinter einfach, hinters Haus. Das ist Bullshit, na. Ich mach's hier. Okay, dann hätten wir nur den Teich. Oh ja. Das sind jetzt andere Teiche als die hier. Und die schauen immer gleich aus, aber besser ist nix. So, ich möchte den Pavillon, möchte ich eigentlich hier in die Mitte stellen. Dann muss ich den Teich hier irgendwie... Wenn da der Pavillon ist, dann machen wir hier den Teich, oder? Ja. Genau, Pavillon kommt dann noch. Ich weiß vielleicht nicht, wie groß der ist, aber... Scheiß drauf. Aber wir haben so scheiße viel Geld ausgegeben, gell? Wie ich letztes Mal nur gesagt habe. Ah ja, wir haben viel genug Geld. Viel zu viel Geld. Viel Geld genug. Gut Geld. Massiv viel genug. Ja. Aber turns out. So viel ist es dann im Endeffekt doch gar nicht da. Ja, aber ich finde das doch schön. Was sagen die Tiere dazu? Okay, den Tieren ist es scheißegal. Nichtsdestotrotz müssen sie gepflegt werden. Und ich habe vorher schon gesehen, auf den Fädeln ist auch schon wieder so viel Ungeziefer. So geht es nicht weiter. Also klar, ich sage jetzt zwar, es geht so nicht weiter, aber es geht so weiter, weil ich werde nichts dran ändern. Ich kann nicht mehr was dran ändern. Ich kann halt die Fädel einfach nicht bewirtschaften oder so. So, also im Prinzip kann ich wieder das komplett die Fädel einmal abfahren. Da ist so viel Dreck drauf. Ich bin am Überlegen, jetzt bald mal einen Offscreen-Zeitsprung zu machen und einfach mal so ein bisschen dahin zu spielen bis zum, keine Ahnung, bis zu so Tagen wie dem Jahrmarkt, weil viel passiert eh nicht. Ja, okay, gut. Erntetage vielleicht, ja, muss man schauen. Wie war denn euer Weihnachten so? Habt ihr gescheit feiern können? Mit der Family? Oder nicht mit der Family, keine Ahnung. Manche fühlen das ja dann doch nicht so. Oder Silvester. Und bei mir ist es ja so, ich sage immer, Weihnachten ist für die Familie,
Und Silvester ist für die Spätzl. Na, für die Friends. Und so auch dieses Jahr wieder. Und es war beides sehr nice. Es war verdammt viel los, aber es war beides sehr nice. Ach ja, das war toll. Bei uns gibt es dann immer zu Weihnachten ganz klassisch Würstel mit Kraut. Da freue ich mich dann schon immer. Früher haben wir zu Silvester immer Fondue gemacht. Das ist natürlich auch so ein absoluter Klassiker. Aber seitdem ich eben nicht mehr mit meiner Family Silvester feier, habe ich auch kein Fondue mehr an Silvester gemacht, sondern war jetzt immer bei Raclette. Was auch mal ganz nice ist. Aber Fondue hat bei mir dann doch auch ein bisschen einen nostalgischen Faktor drin tatsächlich. Weil es einfach schon immer war. In der Kindheit immer so ein Ding war. Dass immer die komplette Family käme. Bei uns war das halt so, wir haben immer große Fede geschmissen, kann man so sagen. Das ist natürlich ein Event, das im Kopf bleibt. Und Wahnsinn, gell? Ich habe schon wieder meine Regel gebrochen. Ich habe zuerst Feldpflege betrieben und bin dann zu die Tiere. Aber gut, ist ja nichts verloren, nichts vergessen. Die Ziege wird hoffentlich massivst gelevelt, wenn wir das so sagen können. Genauso wie das Schaf hoffentlich massivst gelevelt wird. Wir müssen die Viecher ausmaxen. Nur so können wir ein wahrer Held sein. Oder welcher Rang auch immer nach Held nur kommt. Jetzt ohne Scheiß, was kommt denn da noch, Mann? Ich möchte jetzt gleich mal noch in die Trophäenraum gehen, in die Achievements reinschauen. Im Prinzip. Nee, wie ich ja schon mal gesagt habe, vor 2 Parts, glaube ich, müsste es gewesen sein. Bin ich ja recht traurig drüber, dass diese Spui keine Retro-Achievements hat. Es hat es einfach nur nicht geschafft. Das ist wirklich sad. Und in die Kommentare habe ich mitgekriegt, dass ich definitiv nicht alleine bin damit. Und ja, vielleicht wenn wir alle gemeinsam fett in die Retro-Achievements reingrinden, können wir genügend Punkte sammeln, damit wir Farmlife so hoch voten, damit es endlich ein Set bekommt. Okay, genau, hier Schaf und Ziege fehlen noch. Und die Sommerausgabe müssen wir noch gewinnen, genauso wie Herbst. Gut, das haben wir jetzt sowieso auf dem Weg. Das ist unausweichlich, kann man so sagen. Genau, und den Rest, den sprich ich dann noch, wenn es soweit ist. Ja, wie gesagt, es dauert jetzt einfach mal noch ein bisschen. Und so kämen wir unserem Ziel immer näher. Wir stehen kurz vorm großen Erntetag. Was natürlich eine wunderbare Sache ist. Ich habe nur eines vor jetzt noch. Aber dafür müssen wir erstmal fett übers Feld fegen. Sonst wären wir nicht mehr froh. Mit all dem Ungeziefer. Pilzbefall. So. Alles erledigt. Da wir ja unser Farm bereits schon so wundervoll verschönert haben mit diesen Trophäen, sag ich jetzt mal, machen wir gleich weiter mit Flamingos und Vogelscheuchen. Aber die fehlen nämlich an auf der Farm. Und die da ich tatsächlich gern hier bei den Feldern ein bisschen platzieren. Und zwar so 3 Abstand. Oder actually mache ich einfach hier ein Flamingo her. Beziehungsweise 2 Flamingos, weil die sind irgendwie 2. Aber da steht nur Einzahl. Genau, dann hier möchte ich mehrere Vogelscheuchen platzieren. Weil es geil ausschaut. Oder? Macht doch was her. Ja, doch, ist geil, oder? Und ansonsten wollt ihr hier auch nochmal 2, 3. Hier nochmal eine platzieren. Ja. Hier nochmal. Yeah. Unsere Farm wird wunderschön. Ja, das ist definitiv die Folge der Dekorationen. Deko-Elemente. Nice. Da sind sie ja. Nice. Okay, Leute. Das war's dann mit dieser Folge von Farmlife.
Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen in diesem wunderbaren, schönen neuen Jahr. Die nächste Folge findet ihr dann in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung auf jeden Fall nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.